schöne gute Morgen. Wir melden uns von Straßburg, wo die zweite Plenarsitzungswoche vom Jahr stattgefunden hat. Wie gewünscht, den schreiben am Charles Görens. Guten Morgen, Herr Görens. Ihr habt nächste Woche, also schon ein Jahr hier, wo Russland die Ukraine angegriffen hat. Das ist schon ein Jahr, wo wir schlechte Novellen aus der Ukraine kriegen, von menschlichem Leid. An dem Kader war auch letzte Woche den Zelensky am Europaparlament zu Brüssel auf Besuch. Und da wollte ich fragen, Herr Görens, was ist ihr von diesem Besuch an Erinnerung geblieben? Der Besuch von Zelensky zu Brüssel hat mal eine symbolische Bedeutung, eine inkarnierte Einheit vom Land. Nach außen, an Bannen, ich fand das exzellent. Ich weiß nicht, wen das besser machen, wie die Einheit vom Land nach außen zu dokumentieren. Wann ich schwätze, das ist der Mittelpunkt, das haben wir auch zu Brüssel gesehen. Er hat eine unwahrscheinliche Aura. Das ganze Parlament, die hung und seine Lipse, wenn ich so kann sagen. Und ich meine, sein Message war ganz stark. Das Bekenntnis zu den Valeuren, von den europäischen Valeuren, dass ein Mann, den will sein Land noch herbringen, weiß, dass es Probleme haben, mit sich den Anschluss und eine Gruppe von Ländern, en l'occurrence der Europäischen Union, die ihm helfen, aus der peniblen Situation herauszukommen. Er hat nicht nur über den Krieg gesprochen, sondern auch schon über die Zeit, die über den Krieg rausgeht. Also, es war ein staatsmännischer Schritt. Es gibt im Moment auch ziemlich viel von militärischem Support gespart für die Ukraine. Wie steht ihr dann zu einer möglichen Lieferung von Kampfjets? Also da müsste ich schon mit richtigen Militärstrategien schwätzen, um zu gucken, was wird gebraucht. Und da stellt sich dann immer die Frage, wie weit können wir gehen, ohne die Rotlinien zu überschreiten. Es geht immer geholt, dass Kampfjets könnten eventuell eine Überschreitung von der Rotlinie bedeuten. Die Rotlinie, das von dem Moment tun, wo wir riskieren, dann in Direktkonfrontation mit Russland zu kommen. Ich persönlich gesehen das mit meinem Wissen, was bestimmt nicht so weit geht wie ein Militärstrategie sein, das nicht so direkt. Doch bei den Panzern nicht gesehen, au contraire, wir müssen es meiner Meinung nach und das haben, was die Ukrainer brauchen für auf ihrem Territoire, denn die Puissance, die sie überrannt hat, die sie an ihrer Existenz bedrohen, so weit wie möglich zurückgedrängt, am besten bis an die Grenze. Also an dem Perimeter, den zur ukrainischen Souveränität gehört, da müssen sie können operieren lassen. Und da müssen sie hin können, die Moyen gehen, für das sie wenigstens können auf Augenhöhe mit den Russen sich schlagen. Ja, die ganze Situation an der Ukraine hat natürlich auch dazu gefordert, dass am allgemeinen Preis an die Lut gegangen sind, wo nicht nur die Situation an der Ukraine, sondern auch schon die Covid-Krise für drin. An dem Kader also auch an der Pläne in wichtigen Debat vorgesehen über die Verfügbarkeit an Preise von den Düngemitteln, die an den letzten Monaten richtig an die Lut geschossen sind. Wir gucken uns ganz schnell eine Intervention zu diesem Thema an. Merci, Madame la Présidente. Le coût des intrants en agriculture est devenu un véritable casse-tête. La volatilité des prix des engrais n'a plus rien à voir avec les fluctuations saisonnières auxquelles nous avons été habitués. Les agriculteurs travaillent sur le long terme. La prévisibilité pour eux est donc devenue existentielle. Parmi les priorités politiques, je n'en citerai que trois, les plus importantes. Premièrement, viser une baisse durable des prix du gaz. Deuxièmement, dépasser le court-termisme en matière d'approvisionnement et prévoir des stocks de réserve suffisamment importants pour écrêter les hausses sporadiques, voire durables des prix des intrants, et notamment des engrais. Et troisièmement, contribuer à généraliser des pratiques culturelles moins exigeantes en matière d'utilisation d'engrais. Je vous remercie. Herr Görens, was wird auf europäischem Niveau gebraucht, für die Disponibilität von Düngemitteln zu garantieren? Da wird vieles gebraucht. Muss ich wissen, wie Düngemittel hergestellt werden. Da wird viel Energie gebraucht, hauptsächlich Gas. Der Gas ist teuer, der Gaspreis ist explodiert, und dafür sind Düngemittel auch explodiert. Die Europäische Union kann mal indirekt etwas machen, an dem es die Gasversorgung sicherstellt. Das ist mal das Erste. Da gehen Erfahrungen gemacht. Die sind noch nicht so weit gegangen, dass man auf die Preise gefallen sind wie für drunten. Ob die Energie so billig geht, wie es eigentlich wäre, weiß ich nicht. Wir müssen jedenfalls gucken, dass es so billig wie möglich geht. Zweitens, direkt müssten am Anfang Bauern noch an die Lehre versagt gehen, für dass sie so Situationen können prävenieren. Wenn so Situationen können prävenieren, die statistisch nicht mehr soll reproduzieren an der Strenge, an der Acuität, wie man es erlebt haben. Das heißt,
mit engerseits ganz wenig Produzenten von chemischen Dünger um europäische Plan. An zweitens, wat natürlich geht mit den Produzenten, wenn noch Konkurrenz groß genug ist, dann müssen die wenigstens eng Politik vom Stockage machen. Von chemischen Dünger, die es gegen erlauben, ein bisschen mehr Planungssicherheitskriegen, ein bisschen mehr Preisstabilität. Die pure Elemente, die gehören zusammen. Ich meine, dass in der Kommission vielleicht den Agrarkommissar stehen durch Probleme bewusst, dass mir schon das ungut gefühl, wie wenn es andere Kommissären, wie man sich ganz gut könnte mit dieser Situation akkommodieren, weil die haben just den Green Deal gesehen, und nicht gesehen, dass an der Transition da Leute sind, die sich wirklich müssen krepieren, für über Distanz zu kommen. Das sind Bauern dann, ich meine, die Message an dem Parlament von Donnerstag von der Februarsitzung, die wäre schon wichtig, für zu beweisen, dass doch nach Leid gehen, die die Bauern verstehen und dass nicht sollen länger losgehen an der schwierigen Transitionsperiode. Ja, ganz richtig. Herr Görens, wie immer sonst ich auf dieser Platz vielmals merci für den Ableck von Straßburg. Ihr dabei so merci für das Nachgucken und wir melden uns die nächste Jahre. Bis dann. Adi. Ja.